Hallo miteinander, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Harvey's neue Augen. Wir sind da mit der Lili unterwegs und sind uns noch am Umschauen. Oh dear. Waschmani. Lili fand, er wirkte ein wenig wischiwaschi. Willkommen im Waschsalon. Das wäre jetzt die Stelle gewesen, an der du fragst. Das hier soll ein Waschsalon sein? Und ich antworte, natürlich. Zugegeben, es ist ein wenig rustikal. Ja. Aber Not macht erfinderisch. Versuch klug. Und wir waschen unsere Wäsche in den Pissoirs. Schon so wischiwaschi. Wo sind die Alternativen? Genau, es gibt keine. Also tu dir keinen Zwang an. Man muss nur darauf achten, dass man die Textilien gut trennt. Die Klosteine färben fürchterlich. Wir waschen rote Wäsche in dem Pissoir mit dem roten Klostein. Gelbe Wäsche in dem Pissoir mit dem gelben Klostein. Blaue Wäsche in den Pissoir mit dem blauen Klostein. Und grüne Wäsche in den Pissoir mit dem grünen Klostein. Wenn du auch mal ran willst, zeig mir einfach ein Kleidungsstück in der entsprechenden Farbe. Dann kannst du das dazugehörige Pissoir so oft benutzen, wie du willst. Also gibt es ein Farbenrätsel, hä? Nehmen wir mal Stärke. Nehmen wir mal Stricknadel. Keine Ahnung, was wir mit dem alles machen dann. Da darf ich eben noch nicht her, aber ein Seidentuch. Ist das blau? Das war aber hübsch. Das Tuch erinnerte Lili an eines, das ihr die Oberin weggenommen hatte. Okay. Guck mal, ist das blau? Das kannst du gerne behalten. Eine Hand wäscht die andere. Okay. Das war bereits frisch gewaschen. Pizza ist rot. Dem Erzähler verging langsam die Lust, sich Beweggründe für Lilis Handeln auszudenken. Tatsache war doch, niemand wusste, was sie da tat und warum. Ja, ist ja gut. Ich würde noch gerne dahinter, kann man das nicht? Schade. Dann gehen wir wieder raus. Schauen wir uns mal weiter um. Den nehme ich noch nicht. Kommen wir da wieder rein? Die Tür war fest verschlossen. Nein, das ist okay. Gehen wir zurück. Zur Rollenspieler. Oh. Petra, Trogelbecher. Der Adrian. Yasso, Scrabble, Topoli. Alles klar. Er hatte einen Topf auf dem Kopf und saß hinter einem aufgerichteten Stück Pappe. Das musste dieser Gott sein, von dem die Oberin so häufig sprach. Lili wunderte sich, warum der Mann so traurig aussah. Er hatte doch so famose Freunde. Lili hatte noch nie so ein glückliches Mädchen gesehen. Wenn sie groß war, wollte Lili auch verrückt werden. Das Kissen, das er auf dem Kopf trug, wirkte irgendwie deplatziert. Okay. So eine sonst noch, sonst sind einfach nur die Charaktere. Tun wir doch mal reden mit denen. Meiner treu, wen haben wir denn da? Noch eine Mitspielerin. Yippie. Achte nicht auf ihn. Peter ist ein kleiner Schwarzseher. Das ist eine angeborene Sehbehinderung. Stimmt. Peter leidet unter einer Rot-Grün-Schwäche. Trogelbecher. Wohl gesprochen, getreuer Freund. Wir haben alle unser Kreuz zu tragen. Ach ja? Wacht ihr auch jeden Morgen mit der Gewissheit auf, eines Tages an einer Fußgängerampel zu sterben? Das wohl nicht. Doch Droggelbecher zum Beispiel leidet unter einer Grün-Blau-Schwäche. Das kann man ja wohl kaum vergleichen. Deine Freundin Petra hat eine Gelb-Grün-Schwäche. Oh, da Sie ist sind die nicht Farben. meine Oh, Freundin. da sind Und die wir, Farben. Oh König nein. Adrian, leiden unter einer Rot-Gelb-Schwäche. Du hättest dabei sein sollen, als wir Mensch ärgere dich nicht gespielt haben. Peter wäre beinahe erstickt. Ich Was? wollte mein Leid verkürzen. Wir haben hernach beschlossen, keine Brettspiele mehr zu spielen, sondern ein Fantasy-Rollenspiel. Du hast das beschlossen. Und was haben wir gerade gesagt? Es ist so aufregend. Wir sind eine Gruppe von Abenteurern in der sagenumwobenen Welt von Hot Motigur. Oh bitte,
setz dich doch dazu. Tragelbecher! Nicht so schnell. Wenn die holde Maid mit uns zu Felde zu ziehen gedenkt, muss sie sich vorher als würdig erweisen. Sie muss eine Aufgabe erfüllen, die ihren Heldenmut auf eine harte Probe stellen wird. Jetzt sag ihr doch schon, dass sie Pizza bestellen soll, damit wir das Ganze hinter uns bringen können. Je nun. Bestelle sie uns Pizza. Ja, reden wir noch ein bisschen. Was soll es für eine Pizza sein? Ich will Brokkoli auf die Pizza, aber bitte keine Tomaten. Tragelbecher! Oh, kein Brokkoli? Tragelbecher? Gegen Bananen habe ich ja auch gar nichts. Aber ich könnte sterben für Brokkoli. Oh ja, bitte tu das. Im Gegenzug würde ich sogar Bananen auf der Pizza akzeptieren. Du isst doch sowieso nur Blaubeeren. Ja, ich mag Blaubeeren. Aber in diesem Leben bekommt man ja eh nie, was man will. Blaubeeren sind per königlichem Erlass von der Pizza zu verbannen. Stattdessen sei kundgetan, dass ab sofort Tomaten den Teich zieren mögen. Aber ich mag doch gar keine Tomaten. Lilly hatte genug gehört. Es schien unmöglich, eine Pizza zu besorgen, mit der alle einverstanden waren. Man muss eben mit dieser Farbenblindheit arbeiten, aber mein Gott, kann ich mir das doch merken. Tragelbecher! Tja, Rollenspiel, was machen ihr da du für hast die eins? gehört. Bringe sie uns zunächst die Pizza, Ja. dann darf sie auch mitspielen. Es ist ganz leicht. Alles, was man dafür braucht, sind Würfel, Stift, Papier. Und ein Hang zur Selbsterniedrigung. Tragelbecher! Tragelbecher. Tragelbecher! Sag jetzt Nicht nochmal. doch, Droggi. Du musst ihm verzeihen. Er hat eine Sehschwäche. Wie wir alle. Peter hat eine Rot-Grün-Schwäche. Adrian eine Rot-Gelb-Schwäche. Droggi eine Grün-Blau-Schwäche. Und ich habe eine Gelb-Grün-Schwäche. Lustig, nicht wahr? Was ist mit dem Küssi eigentlich? Du fragst dich sicher, warum Droggi Ja. ein grünes Kissen auf dem Genau. Kopf trägt, oder? Tragelbecher? Meiner treu. Sie hat recht. Wie läufst du denn nur rum? Du blamierst mich ja vor meinem neuen Untertan. Tragelbecher? Ja, das ist schon ein wenig absonderlich. Warte, bis du die Erklärung gehört hast. Heute wäre eigentlich das blaue Kissen dran. Tragelbecher? Aha. Wir haben das grünes Küssi. Okay. Dr. Marcel, was ist mit ihm los? Rogelbecher, mich deucht, unser Gast ist auf der Suche nach dem Tyrannen namens Dr. Marcel. Berichte Steuch. ihr die Kunde. Tragelbecher! 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 Vergiss nicht, das mit dem Hubschrauber zu erzählen. Was? Tragelbecher! Und ward nie mehr gesehen. Bravo. Gut erzählt, treuer Freund. Seither stehen diese Lande wieder unter der weisen Herrschaft eines großherzigen Königs. Wir können machen, was wir wollen. Kann ich dann endlich schlafen gehen? Nein, Okay, wir müssen eine Pizza bestellen. Eine Pizza. Mit allen möglichen Sachen. Box. Mal schauen, ob ich es gerade so zusammenbringe. Zweimal am Tag Pizza zu bestellen. Nur Game Designer taten sowas. Ah, so ist das. Dann muss ich Zutaten irgendwo anders herbekommen. Oh Mann, keine Ahnung. Ich weiss einfach, ich habe noch einen Staubwedel. Jetzt gehen wir zum Herrn Mantel da. Schau mal. Was hast du da? Einen Staubwedel? Ja. Nicht, dass ich einen Staubwedel haben wollen würde. Oh nein, egal wie hübsch sie aussehen. Was ja nicht heißt, dass man ihn nicht mal kurz halten könnte. Ja, geil. Nur für einen kleinen Nur ein Augenblick. kleiner. Das wäre ja vollkommen ungefährlich. Meinst du nicht auch? Jetzt gib ihn schon her! Aha, du bist weiss. Was für eine Erleichterung. Und schau mal, ich habe sogar mein altes Ersatzlaken wiedergefunden. Hier, Danke. nimm es ruhig. Du hast es dir verdient. Danke, danke. Weiss ist es. Was jetzt zu machen mit dem? Kann ich etwas?
Lilly wusste, dass man Stärke, aber solange sie kein Ziel damit harte Wäsche, hatte sie im Kloster lange genug gehabt. Ja, sorry Lilly, ist gut. Und dann lass zum Bientli-Typ. Was war dort? Motten im Licht. Haben wir was für Motten? Nein. Pizza. Die Idee war... Ah, ich glaube, bei dem gibt es nichts. Was war da schon wieder? Wartungsraum, genau. Mam. Gehen wir wieder in den Heizungskeller. Weiter. Haben wir irgendwo Lochkarten? Bräuchte ich irgendwo noch eine? Hier fehlte oft... Ah, Moment, ich mag mich erinnern. Lilly wusste, aber harte Wäsche... Warte, jetzt wo müssen wir? Ich habe direkt einen Wartungsraum. Ja. Guck mal das an. Endlich durfte Lilly... Au! Oh je, jetzt hatte Lilly doch tatsächlich das Laken ruiniert. Ob es mit diesen 2 augenförmigen Löchern noch zu irgendetwas gut war? Keine Ahnung. Da waren... Das Geisterkostüm. Lilly wusste, aber so harte... Ah, da hat sie noch einen Kühlschrank. Ah, schau auch an. Okay, ich weiss eindeutig, um was das Rätsel geht. Es ist eigentlich klar. Gewisse Leute haben gewisse Sachen nicht gern, darum müssen wir es anders einfärben. Wenn jetzt die eine, sie hat zum Beispiel Brokkoli gern, dann muss ich den rot einfärben, weil sie eine Rot-Gel-Schwäche hat. Oder irgendwie so. So stelle ich mir das vor. Aber wir brauchen ja jetzt als erstes noch Zugang zu diesen verschiedenen Farben. Also zeige ich dir das grüne Küsschen. Was hast du da? Zeig mal her. Oh ja, das müsste dringend mal gewaschen werden. Aber bitte im richtigen Pissoir. Nenn mich ruhig Pimmel. Pimmelig. Weiss habe ich nicht. Ja, gel habe ich nicht. Kann man das nicht einfach so Eine zeigen? Waschküche, Eine Waschküche ist auch eine Küche, nur eben mit größeren Töpfen. Also darf ich jetzt das benutzen? Das war schon gelb. Na, du verfärbst ja noch die ganze Wäsche. Dieses Pissoir ist nur für grüne Wäsche gedacht. Wenn du welche dabei hast, kannst du das Pissoir so lange benutzen, wie du willst. Okay, Aber okay. nicht vor... Ja, ich habe es begriffen. Was hast du da? Ah, du hast das benutzt, das Grüne. Danke. Okay. Dann muss ich das nämlich da Das jetzt... war bereits frisch. Was? Wo kann ich es dreckig machen? Pizza in den Lilly hatte noch nie eine Pizza belegt, geschweige denn gegessen. Aber das klang nicht besonders. Ich will es ja nicht zum Essen drauf tun, ich will es nur dreckig machen. Lilly wusste, dass es... Und wenn es zu toben anfing, wurde Lilly immer... Ja, den Spruch kennen wir auch. Warte jetzt mal. Der andere sehe ich. Da ist beschlossen. Shit, weg. Die Tür war... Wartungsraum. Dann rasch checken. Nope, da ist nichts. Ja. Also, nochmal zum Herrn Mantel bitte. Und zwar, mach mir doch bitte das dreckig. Nein, danke. Ich bin rund. Ich hoffe nur, ich bekomme nämlich langsam Hunger. Okay. Nein, danke. Ist gut. Ich weiß gerade nicht weiter. Wie kann ich das dreckig machen? Da kommen wir ja nie jetzt her. He? Ja, Leute, ich glaube, ich tue den Part ein bisschen kürzer machen, so 30 Sekunden. Verabschiede mich und dann aufs nächste Mal ein bisschen rumprobieren. Bis dann. Peace.